Es geht weiter, stets heiter, zurück auf Pokémon Legends EA mit dem bereits 70. Part des Let's Plays. Und ja, wir sind hier eigentlich noch in der Hauptstory unterwegs, aber ich glaube, so viel ist gar nicht mehr zu tun, ne? Mal gucken auf eine Nebenmission her. Wir haben ja auch schon 94 insgesamt, also beziehungsweise 93 gemacht. Wir haben das 3 Kampfmenü, das, ja, darüber reden wir nicht mehr. Jedenfalls, wir hätten hier noch das Chefroom der Größe XL, das machen wir später mal, sobald wir halt das, ja, mal ein Elite-Chefroom oder die Vorstufe Vehikel mal finden werden, nicht wahr? Das heißt, ja, eigentlich geht es für uns zurück zum Hotel Z und wir gucken mal, was dann passiert, ne? Ansonsten so, unser Team macht sich auch immer noch sehr, sehr gut, ne? Ich kann ja eigentlich bei Dragora mal die Offensivweste weglegen, ihm endlich mal den Megastein geben. Es hat sich auch ein bisschen sonst was getan, auch so mit Pokéballen noch nicht wirklich, obwohl wir ein paar mehr hier unten, von denen hier. Gab auch ein paar Beeren, Trainingsfach, ein paar neue Bonbons und so, denn ja, ich war wieder mal... ich war ein bisschen unterwegs beim Rangkämpfen und es hat sich durchaus gelohnt, ne? Ja, die Folgen dann kommen später noch. Kein Problem. Was wollten wir eigentlich sonst noch machen? Irgendwie das Gefühl, dass ich noch was Wichtiges vergessen hatte. Bei den Attacken und so. Hatte ich die nicht letzte Folge noch irgendwie ausgerüstet? Donnerschlag, Säuglinge, Nahkampf, das sieht eigentlich relativ gut aus. Gut, Flammenwurf kann dann auch Feuersturm geben, falls er den bereits hätte für Dragoran. Warte mal, da ist der Feuerzahn, ne? Wir schauen ganz kurz, sollte nicht allzu lange dauern. Wir haben genau einen Hyperstrahl, Abschlag, wobei Hyperstrahl beherrscht der Dragoran. Hast du bereits? Ja, genau. Beherrscht Dragoran bereits. Normalerweise gibt es jetzt die Attacke nicht mehr. Oder mache ich es zumindest nicht mehr, aber jetzt in dem Fall kann man bei CA kann man mal ein Auge zudrücken. Da ja viele Attacken ein bisschen anders funktionieren. Ah, genau, Feuersturm fehlt uns generell noch, ne? Also. So dazu, dann holen wir uns aber noch, beziehungsweise nicht holen, sondern rüsten aus natürlich, den Dragoranit. Gegen Dragoran. So, ansonsten von den Boxen her, Despotar, momentan einen Beulenhelm, eigentlich bekennen der dann auch den Megastein. Wir schauen mal, unser Carlos-Team, ne? Den 3 Starten, die Mega entwickeln können. Bei den 3, wo ich absichtlich gesagt habe, nein, die kriegen kein, ja. Die kriegen kein Mega-Stein, was sowieso gar nicht möglich wäre. Aber ja, das ist halt absichtlich 3 Pokémon sind, die nicht mega entwickeln können, genau aus dem Grund. Da gerade ein Muskelband, ne? Das ist zwar eigentlich auch ein gutes Item, wir können aber auch ein anderes geben. Die Offensivweste zum Beispiel, ne? Ja, versteckt physische Attacken ein wenig. Die Offensivweste bringt bei ihm jetzt sowieso nicht so viel, vor allem weil er Schwertanz hat. Ja, der Austausch, ne? Pandago kriegt den Lebenorb und Agoras kriegt die Offensivweste. Bei Pandago hat eigentlich schon genug hohen Angriff. Turmgang mit des Goblins ist eigentlich auch gut. Ja, lasst mal so, ne? Aber ich glaube, was er noch machen wollte, war bei Turtok schauen, ne? Wegen den EVs. Genau. Weil die hatten wir ja vor 2 oder 3 Folgen ja mal zurückgesetzt. Oder was, letzte Folge, weiß gar nicht mehr. Jedenfalls bei Turtok brauchen wir noch ein paar Items. Jetzt müssen wir einfach genug Geld haben, um, ja, für Carpet Spezialangriff, das nachher auch voll ist. Und da bei Frostedie muss er halt den Angriff noch ein bisschen zurückschrauben, mehr auf Initiative gehen, das müsste aber auch funktionieren. Stolos müssen wir auch hinkriegen. Bei Dragon bin ich noch unsicher, was ich bei ihm mache. Ob Angriff, Spezialangriff oder beides, ne? Also ein sogenannter Mix-Sweeper. Ja, wir gucken mal. Also, das heißt jetzt für mich, wir gehen. Moment, ich muss auch mal ganz kurz schauen. Hat er die TVs auch bei all meinen Pokémon schon maximiert? Also zumindest bei dem Team jetzt, ne? Weil eben, wenn es das Team ist, sehr gut, sehr ausgeglichen. Ich glaube, damit können wir einiges machen. Ich überlege, ob ich Stollers hier hinsetze, weil es auch eher ein Tank ist. Ne? Also Meganie, Turtok, Stoller sind eher die Tanky-Pokémon. Ja, naja.
Die Pokémon, die viel aushalten. So. Noch kurz verwirrt. Okay, ja, das macht Sinn. Ich habe es bei allen doch schon gemacht, oder? Doch, wir haben es hier doch. Ja, genau. Das sieht auch soweit gut aus. Dann. Also, wie gesagt, ne, wir machen. Das ist eigentlich unser Story-Team. Da kann man sich schon fragen, ob das überhaupt nötig ist, was ich jetzt mache. Aber. Warum auch nicht, ne? Gut. Da hatten wir gemacht die Meistersamen hingegen. Das finde ich jetzt noch interessant, nochmal kurz zu schauen, ob ich da noch was anpassen will. Wie gesagt, so Schutzschild und so macht für mich jetzt keinen Sinn. Donnerschlag bei ihm wird schon Sinn machen, bei Frosteti auch. Dragoran, Drachenpuls hat er selber gelernt oder nicht? Bin ich wieder unsicher. Also sprich, ist eine TM oder ist in einer Attacke, die er per Level Up erlernt. Weil Level Up Attacken, da muss ich kein Meistersamen setzen, weil die werden mit der Zeit selbst Boost Attacken aufgestuft. Sobald die Pokémon das entsprechende Level haben. Bei den Thematagen ist es aber anders. Sind wir ehrlich. Wie oft setzt das schon Boost-Attacken ein, ne? Vor allem, weil die Pokémon sowieso mega entwickeln können. Das macht vor allem bei den Pokémon Sinn, die ich nicht mega entwickeln möchte. Und die es gar nicht können. Ja komm, ich mache bei Dragoran auch noch schnell einen Drachenpuls, aber ich glaube, ich werte die Attacke nochmal schnell aus und gebe ihm lieber Drachenklaue. Er hat 2 physische und 2 spezielle Attacken. Man kann natürlich Dragoran eben auch wieder komplett physisch machen, vom Angriff her und so, und dann sagen, statt Flammenwurf oder Feuerschlag, aber ich fände jetzt in dem Fall das eher ein bisschen langweilig tatsächlich. Na toll. Verstehe ich bis heute nicht, wieso Dragoran eigentlich so, naja. Ich sage jetzt mal, die guten Drachenattacken eigentlich doch nur per Thema lernt, ne? Na klar, dann noch Drachenstoß und so. Wenn man es mal von den normalen Drachenattacken, von normalen guten Drachenattacken vor allem ausgeht, wie eben Drachenklau und Drachenpuls, dafür TMs brauche, ist schon krass, finde ich. Ja, Wutanfall, Drachenstoß, Breitseite. Gut, Windhose, darüber spreche ich jetzt nicht. Aber ja. Nee, komm, passt schon. Also. Hätten wir das jetzt auch. Dann mal schnell so ein Pokémon Center. Ja, die Rangkämpfe online, die lohnen sich definitiv. So. Dann kaufen wir uns mal. Karls haben wir auch keine mehr. So. Bisschen Spezialangriff fehlt noch. Und dann hätte ich, glaube ich, gesagt, machen noch in Verteidigung, ne?
Diese Vitamine sind trotzdem teuer. Warte mal. Calciumulter, ne? So, an Verteidigungswert nehme ich jetzt mal... Natürlich schlecht, dass ich so wenig Federn habe. Die Abwehrfedern, die kann man gar nicht kaufen, ne? Ist auch doof. Ich nehme halt hier Eisen, komm. So, damit müsste Turtok wie Megane auch bereits komplett trainiert sein, ne? Jo, kann man doch so machen. Bevor wir jetzt hier mit der Story weitermachen, glaube ich jetzt noch Zeit, ein bisschen zu leveln. Nur ein ganz kleines bisschen. Wobei mir gerade Ernsterfahrung so überhaupt wirklich notwendig ist, aber eh wieder overlevelt sind. Naja. Dann gehen wir noch einen Sondermobor nach unserem Galakladi. Obwohl, ich habe so viele L-Dinger. Ja, so viel dazu, ne? Mein Gott. Ich kann es nur so verschätzen. Okay. Und zumindest bei allem mindestens Level 63. Da würde ich sagen, passt. Meganie. Ja, macht jetzt gar nichts mehr. Und auch ein Team, was von den Typen her recht ausgeglichen ist, ne? Klar, man könnte jetzt auch sagen, irgendwie fehlt noch ein Boden-Pokémon oder ein Feuer-Pokémon. Aber wir haben noch Attacken, die das entsprechend abdecken. Jetzt mal, obwohl vielleicht noch ein zweiter Bodenattack ganz so schlecht wäre. Können ja auch sehr gut Dragoran lernen. Okay. Also eigentlich auch viel selten machen, fällt mir gerade mal so auf. Was schon wieder? Nein, hier. Das Aussehen ändern, genau. Die haben ja kaum irgendwas Passendes, ne? Ich bringe mein Story-Outfit. Ja, hätte schon längst mal was machen müssen. Bin ja ehrlich. Aber halt so ein Ding, ne? Gehe ich jetzt da in alle Boutiquen rein und so, damit kannst du ja locker 2, 3 Folgen füllen. Da muss ich eigentlich alles mal offscreen machen. Aber dann auch wiederum denke ich mir dann so, ja, ist das sinnvoll? Einfach, ja, offscreen alle Boutiquen zu gehen, alle Klamotten, so, die es gibt, aufzukaufen und dann würden wir einfach, sage ich einfach mal so in einer Folge, so, jetzt ziehe ich mich mal um, guck mal, was ich gekauft habe. Ich weiß nicht so recht. Naja. Wir schauen mal, ne? Jedes Mal ein Termin mit Vincent, entweder weiter mit der Hauptstory. Okay. Ich bin gespannt. Auch diesmal haben wir alle Mega Man-Pokémon besänftigt. Ja, weil Maike mal wieder mehr als sein Bestes gegeben hat. Ohne ihn läuft hier gar nichts. Ich bin so froh, dass du Team MC beigetreten bist. Kann ich dich was fragen, Nasset? Was gibt es? Bitte erkläre uns, was ein Meister der Mega-Entwicklung konkret ausmacht. Das liegt ganz in Floets Ermessen. Was soll das denn heißen? Damit Floet seine wahre Macht offenbaren kann, ist eine Person vonnöten, welche die Mega-Entwicklung zu meistern vermag. Aber einstweilen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr stets die Mega Man-Pokémon besänftigt. Wie genau trifft Floetis Entscheidung? Vielleicht sucht es einen Pokémon-Trainer, auf den es sich verlassen kann. Das wäre wohl Michael. Wie, warum das denn? Was jetzt schon wieder? Chris. Rang B. Ja. Hä? Unbekannt? Ankündigung, Aufstiegsmatch. Trainer Michael, Rang B. Dein Gegner wird das erste Aufstiegsmatch wurde festgelegt. Trainer Chris, Rang B. Wenn sie den Kampf gewinnt, steigt zu Rang A auf. Es ist also soweit.
Du stehst kurz vor Rang A. Jetzt ist nicht mehr weit bis zur Spitze CA Royal. Ich habe eine Frage. Wer ist dieser Chris? Keine Ahnung. Obwohl auf Rang B ist, gibt es kein Foto von ihm. Es gibt Leute, die keine Fotos von sich hochladen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Manche treten auch unter einem Pseudonym oder mit einem Spitznamen auf. Stimmt. Und wie soll man ihn so finden, um ein Aufstiegsmatch bitten können? Ganz ehrlich, Freunde, was ich mich schon öfters gefragt habe, aber noch nie ausgesprochen habe, warum müssen wir die eigentlich finden? Ich meine, wenn die auf demselben Level oder selben Rang sind wie wir, warum können die da einfach auch die sagen, okay, sie müssen ja auch so ein Challenge-Ticket lösen und suchen dann uns auf? Oder, was auch eine Variante wäre, dass wir sagen, hey, wir lösen unser Challenge-Ticket und dann kommen die zu uns. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis er sich meldet. Also. Normalerweise schon, aber wir müssen uns um die Sache mit dem Turm kümmern. Wir können nicht abwarten und Däumchen drehen. Fragen wir Vincent, fragen wir Mathieu. Ja, warum soll Vincent das? Vincent Mathieu als Detektive macht schon ein bisschen mehr Sinn. Wir haben keine andere Wahl. Michael, gehen wir zum Le Bel-Büro, um mehr über diesen Chris herauszufinden. Der Kampf um Rang A begonnen. Mann, ist das spannend. Leute nehmen uns unter einem Pseudonym teil. Naja, die werden schon ihre Gründe haben. Der Meister der Mega-Entwicklung. Eine Rolle, die mir hätte obliegen sollen. Jojo. Die gute Frage, ne? Warum bist du kein Meister der Mega-Entwicklung? Ich meine, geht's dir nicht gut, AZ? Ich vertraue dir die Zukunft aller Illumina an. Ja gut, ich meine, der Mann ist 3000 Jahre alt, ne? Also über 3000 Jahre alt, ja. Ich schau nochmal. Oh, neues Sidequest. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet tatsächlich. Aber Zone 20 kann man noch nicht, ne? Für Zeit. Komm, ich glaube, wir können uns mal noch eine Sidequest schnell holen. Und danach gehen wir zu Mathieu. Ja, das ist die Frage, wo ist die Person? Wie kommen wir da hin? Muss direkt hier sein. Da. Okay. Da, ne? Da schon, dass es nicht geht. Ich will nichts von dir. Ich komme da hoch. Der ist ein normaler Tabs, ne? Das ist kein Shiny. Noch nicht, vielleicht kommt mal wieder eins. Ein Gerox. Vielleicht kommt noch hier irgendwie. Ne, da bin ich bereits wieder hier. Hä? Kommen darfst. Ah, hier. Theoretisch auch hier, aber ich glaube, ich muss da entlang. Ja. Ich glaube, das könnte klappen. Ding, ding. Nehmen wir darüber, ne? Guten Tag. Ist hier unten irgendwie auch nichts, ne? Geister-Pokémon haben eine Schwäche gegenüber den Typen Geist und Unlicht. Ja, das ging ja selber, ne? Weißt du, was das bedeutet? Ja. Wenn Geister-Pokémon gegeneinander kämpfen, kommt es auf die Initiative an.
Was sagst du, Michael? Sollen wir gegeneinander antreten, um herauszufinden, wer von uns besser im Umgang mit Geister-Pokémon ist? Geisterstunde. Tauschen durch Geist-Pokémon in deinem Team. Oh oh. Ja gut, ich meine, können wir machen. Ich hab's nur 2. Ich hoffe, gut, das stimmt nicht ganz. Ne, ich hab 3. Haben wir Durengard. Ja, muss reichen, ne? Okay. Selbst wenn ich in Sachen Initiative unterliege, habe ich etwas im Petto, um das auszugleichen. Das war jetzt ein bisschen gruselig. Malessa von der Faust gerechnet fordert dich heraus und sie setzt Tromborg ein. Als Pflanze, okay. Bin mal aufs Level gespannt. Oh. Pumpkin. Pflanze. Ja, war klar. Sobiris. Okay. Mega Frostedie. Gengar, ach du Scheiße. Warum kein Spukball? Ich bin safe davon ausgegangen, dass ein Spukball einsetzt, weil damit wäre er schneller gewesen. Deswegen wollte ich Blizzard einsetzen, weil der ein bisschen verzögert kommt. Und auch wenn ich dann hätte auf Durengard switchen müssen, hätte der Blizzard aber trotzdem noch getroffen. Also war so meine Idee dahinter. Was? Verloren? Dabei hatte ich meinem Pokémon extra einen Bandsticker gegeben, der die Stärke ihrer Geistattacken erhöht. Also, das erklärt einiges. Ich dachte, das wäre ein guter Plan, falls in Sachen Initiative nicht mithalten können. In einem so bemerkenswerten Trainer wie dir habe ich eigentlich auch nichts anderes erwartet. Immerhin hast du es auch geschafft, Gavin und Quinn miteinander zu versöhnen. Hä? Spürst du das auch? Ja, das ist gerade eiskalten Rücken runter. Nö. Vielleicht ist Quinns Skellabra wütend auf mich und will mir jetzt die Seele aussaugen. Ich nehme meine Worte zurück. Ich habe mir nur versprochen. Bitte nicht die Seele aussaugen. Nur nicht die Seele, die brauche ich doch noch. Ich hätte wissen müssen, dass das Thema Gavin tabu ist, auch wenn Quinn nicht da ist. Bitte nimm diesen Bandstick entgegen. Gib es meinem Pokémon zum Tragen, steigt die Stärke seiner Geistattacken. Okay, danke. Es war ein interessantes Gespräch. Irgendwie. Das war Mini-Pilz. Ja gut. Das war das. So. Dann haben wir noch 1, 2, 3 Sidequests übrig. Die können wir gerne noch später noch machen. Gehen wir erstmal zu Lebel. Damit wir immer noch ein bisschen Progress haben in der Folge. Ich glaube, ein bisschen heilen kann ich trotzdem noch. Daher habe ich genug Tränke. So. Miau. Lange gesehen, Flauschi. Hi, kann ich was für euch tun? Falls es euch in einem Fall geht, da aber Fortschritte machen können.
Ich habe eine Suche auf Personen eingegrenzt, die in den letzten paar Jahren nach Illumina gekommen sind. Danke, Mathieu, aber heute suchen wir jemand anderen. Oh, interessant. Um wen geht es genau? Michael hat bald sein nächstes Aufstiegsmatch. Wir wollten dich bitten, seinen Gegner ausfindig zu machen. Wie heißt diese Person? Gris. Gris. Ich habe von ihm gehört. Er hat einen sehr hohen Rang beim Serie Royal. Informationen dieser Person können gewisse Gefahr mit sich bringen. Wollt ihr dieses Risiko eingehen? Ja, wir haben keine Angst. Ja, es geht schließlich um Illumina. Wo bleibt das Nein? Das dachte ich mir. Dann ist es beschlossene Sache. Wenn du gegen mich gewinnst, sag ich dir, was du wissen willst. Lass uns nach draußen gehen. Hä? Bin ich gerade der Einzige, der den Sinn dahinter nicht versteht? Also normalerweise müssen sie jetzt eigentlich irgendwie recherchieren und so. Aber vor allem, warum will sie, dass wir erst gegen sie kämpfen? Ja gut. Man denkt sich ja auch, muss erstmal eine Stärke beweisen, bevor sie mir eine Information geben kann. Keine Ahnung. Ja gut, Freunde, das war's jetzt mal für heute. Ich sage danke fürs Zusehen. Ihr bei Pokémon Legends CA. Ja, heute mal ein bisschen kürzer als auch schon. Ne? Dafür hatten die letzten paar Folgen lange genug, vor allem die letzte. Und auch wenn wir jetzt Part 70 haben und man vielleicht denken könnte, ja, da könnte man ja ein bisschen länger machen, da dachte ich mir so, nein, heute extra mal zumindest den Versuch der Wagen für eine normale Partlänge. Ne? Also nächste Folge geht es ja weiter und ja, ich bin gespannt, ne, wer oder wo dieser Gris ist und ja, dann müssen wir halt wieder die Punkte sammeln, ne, fürs Challenge-Ticket. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.